Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Frostpunk. Oh, wir haben ein neues Forschungslevel freigeschalten, das gleich zu Beginn. Gucken wir mal rein. Ich wollte ja die Heizkörper verbessern. Lohnt sich das schon? Nee, das ist noch zu früh. Ist noch zu früh. Stattdessen... Was ist denn das hier? Mehr Heilung. Neuer Hausentwurf. Wäre natürlich auch interessant. Viel liegende Jäger. Mehr Nahrung brauche ich im Moment nicht. Stahlwerk kann ich verbessern. Sammelstellen, Wärmedämmung. Oder die Außenhaube. Okay, brauche ich im Moment auch nicht drin. Ne, ich mache Folgendes. Ich werde hier echt die Effizienz steigern, weil das Zeug, das braucht mittlerweile dermaßen viel Kohle. Dass jedes bisschen, was ich spare, gut. Ja, mach ich mal so. Düstere Höhlen. Ich hoffe, ich habe diesmal mehr Glück. Schauen wir mal. Die sind hier von Bären bedroht. Ich versuche es. Es würde weitere Einwohner geben. Es hat funktioniert. Gemeinsam konnten wir die Bären vertreiben. Das gibt jetzt nochmals 35 Einwohner. 4 davon sind Kinder. Sind meine Speer schon wieder gestorben? Ist unglaublich. Also so viel Pech hatte ich echt noch nie. Unglaublich. Na gut, also neues Team. Ja, ich schicke sie mal auf Eskorte. Jetzt sagen wir bloß, ich habe wieder einen Kranken dabei. Ey, ich drehe hier durch. Tatsächlich. Das ist ja zum Kotzen. Zurück. Und wäre okay, wenn ich jetzt nicht jedes Mal Kohle verbrauchen würde. Nein. Also nochmals, Späher, Überlebende, Eskorte, Go. Hier sollte ich noch umteilen, habe ich vergessen. Ich werde ein bisschen nachlässig. So. Hier nochmals, hier nochmals. Los geht's. Ja, ist schon ein bisschen spät. Ich glaube, es gibt keinen kompletten Zyklus mehr. Es gibt gar keine Leute mehr im Jahr. Naja, ist egal. Was habe ich gesagt? Ich glaube 35 und ich habe 43. Also ich brauche so oder so noch ein weiteres Haus, damit ich... Was habe ich denn hier hinten?
damit ich hier weiter upgraden kann. Das wäre 1 und dann baue ich doch noch. Ja, mehr habe ich nicht. Hat sich schon erledigt. Kann auch sein, dass jetzt hier noch einige sterben werden. ...35 sind es. Okay, ich reiß den mal ab. Im Moment ist es ja so kuschelig warm überall. Und den hier werden wir auch nicht abreißen, aber zumindest schließen. Die sollen alle ins Spital. Dafür kann ich hier Leute einteilen. Ne, ich kann hier nicht mehr bauen. Ja, was haben wir hier? Unerwartete Gäste. Der Untergang naht, das Ende ist nah. Ja, ich möchte natürlich bei weiteren Gruppen jeweils selber entscheiden können, was ich hier entgegennehme und was nicht. Ach, die habe ich gar nicht auf Eskorte geschickt. Na, egal, jetzt wissen sie auch nicht mehr. Ist mir echt so blöd. Ach, hier kommen noch weitere Flüchtlinge. Uiuiuiui, das sind echt viele. Das sind aber viele. Na gut, die werde ich jetzt nicht begleiten. Das ist mir jetzt echt egal, und hier sterben. Ich werde, wenn jetzt hier noch 3 Flüchtlingswellen kommen, plus noch die aus der düsteren Höhlen, meine Güte, jetzt habe ich dann mehr als genug. 14, dann kann ich hier auch das Holz wieder voll machen. Ich teile hier noch schnell um. Die teile hier anders um. So. Das ist einfach so unübersichtlich, wenn man diese Mix-Dinge hat. Jetzt wird es aber echt eng. Moment. Stimmt. Häuser. Ich habe noch Platz für 42. Ich brauche mehr Häuser, eindeutig. Hier habe ich jetzt noch 9 Platz. Jetzt wird es eng. Ja, und jetzt sieht man auch so eine kluge Entscheidung, hier 3 Ringe für Häuser freizuhalten. Minus 70 Grad ist auch schon im Anzug. Stunden, also ich werde hier noch ein bisschen Micromanage betreiben müssen. Ring komplett umteilen und auch hier ist der Zyklus komplett ebenso umteilen. Ach so, Kinder. Wie viele Kinder habe ich jetzt? 29, das reicht noch.
Ich weiß nicht. Ich denke, die Heizkörpereffizienz wäre auch ganz gut. Und das ist ein Holz. Ich habe echt ein Holzproblem. Ich habe ein Holzproblem. Vielleicht sollte ich dann doch auch wieder ein bisschen Priorität auf die Rohstoffgewinnung setzen. Ja, es ist echt ein bisschen heikel, wo, wie, was, warum. Muss ich echt auch noch im späteren Spielverlauf Gedanken machen, was ist Priorität, aber ich möchte halt auch die ganze Wärmegeschichte nicht aus den Augen verlieren. Häuser sehen auch langsam ein bisschen gemütlicher aus. Hier ist es noch ein bisschen kalt, hier sieht es doch schon relativ warm aus. Kohle sieht gut aus. Ist echt krass, dass hier alles kommt. Der einzige Vorteil ist, ich kann das Micromanagement wieder in die Tüte treten. Ich denke, ich sollte sogar noch ein zweites oder ein drittes Sägewerk bauen. 3 Stunden, ja, das mache ich. Damit es hier ein bisschen vorangeht. Man sieht irgendwie nicht so richtig, wo was grün ist. Das ist hier drüben besser im Schatten. Ich mal hier hin. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht den Luxus, die Hütten upzugraden. Ich denke, ich muss meine spärlichen Ressourcen in neue Hütten investieren. Gut, ich muss ja nicht alles aufnehmen, was hier kommt. Kann ich dann auch ein bisschen wählerisch sein, was ich hier wirklich nehme und was der Gesellschaft etwas bringt. Der Rest wird aussortiert, gnadenlos.
Oh, meine Hoffnung sinkt. Und ein temporärer Modifikator, der hier weg ist. Naja, ist ja egal. Das passt schon. Also, was ist passiert? Ich habe hier neue Leute bekommen. Und das reicht jetzt aus. Jetzt habe ich alles wieder im Vollbetrieb. Ach, das blöde Speisehaus. Ich habe echt langsam so viele Leute, dass ich 2 brauche, um hier zu kochen. Ich schau mal schnell, 30 haben wir. 30, 60, 90. 120, 150, 300 Mäuler können gestopft werden, das ist okay. Was ist denn hier? Kommen noch mehr? Boah, das sind echt viele. Meine Güte. Alle wollen nach Duty City. Gut, ich verstehe, es ist so eine tolle Stadt. Wer möchte nicht hier leben? Aber ich fürchte, ich werde nicht alle aufnehmen können. Ist langsam auch ein ganz ansehnliches Städtchen hier. Jetzt noch weitere Säulen gegeben, sehe ich gerade. Das ist vermutlich eine Straßendeko. Wir sind ja eine streng religiöse Gemeinschaft. Heizkörpereffizienz, sehr schön. Das sparen wir ein bisschen Kohle ein. Ich kann die Generatoreffizienz noch verbessern. Aber vermutlich ist es jetzt wirklich schlauer. Ich werde hier noch diesen hier bauen. Ne, als nächstes gibt es die fortschrittlichen Heizkörper. Dazu brauche ich 50 Holz. Einmal 50 Holz, bitteschön. Dankeschön. So. Also die 70 Grad, die minus 70 Grad, die stehen ja schon bald an. Temperatursturz von 3. Oh, das wird kalt. Aber ich denke, mit den Heizelementen sollte das machbar sein. Ich habe hier noch 2 Stufen Overdrive. Ne, passt. Das passt schon. Ja. Okay, ich denke, wir machen hier einen Cut. Nächsten Episode wird der größte Temperatursturz bisher kommen. Wir erreichen minus 70 Grad. Ich bin zuversichtlich, dass wir das überleben. Schauen wir mal, wie weit Duty City noch überleben wird. Schaut wieder rein. Findet es selber aus. Bis dahin. Tschüss.